Es ist wahr, wir sind wieder zurück mit Kulturtalks. Heute aus der Raumwelt in Chur. Mein Gast, ich weiss, er hört es nicht gern, aber er ist eine Legende in der Musikszene Ostschweiz. Johnny Gauer heisst er und sein Lokal ist das Lion Cave in Trüebbach. Ja, Johnny, wie hast du das Ganze erlebt? Die ganze Situation mit Corona hat ja doch einiges auf den Kopf gestellt. Das kann man sagen, ja. Es hat sehr viel auf den Kopf gestellt. Das ist natürlich wie für alle, die so etwas machen, das war ein grosser Schock, den du dazu machen musst. Ja, und am Anfang hast du es noch easy genommen. Hast angefangen, ein bisschen dort rum und dort hast du geputzt und ja, hast immer etwas gemacht. Und irgendwann bist du zum Zeitpunkt gekommen, ach komm, ich mache es morgen, wenn du etwas gehabt hast. Und dann war es morgen und dann, ich mache es morgen. Und so bist du dann mit der Zeit, einmal mehr ist es so gegangen, so in eine Loch gefallen, dass du einfach keine Aufgabe mehr gehabt hast. Mhm. Wie hast du das erlebt? Also sind da Telefone vom BAG oder hast du das auch irgendwie im Fernsehen verfolgt, die ganzen neuen Änderungen, was man jetzt nicht mehr darf und wenn ihr zutun müsst und so, wie hast du das? Ja, das sind also vor allem über den Würdeverband sind da die verschiedenen Massnahmen gekommen oder was man zu tun hat und dort bist du informiert worden. Und so hast du natürlich die ganzen Pressekonferenzen vom BAG mitverfolgt. Ja. Mhm. Kannst du schon in etwa sagen, wie viel dir das Corona gekostet hat? Also, oder kann man das gar nicht so fix an einer Summe das kann ich so eigentlich nicht festmachen, weil ich hatte viele Konzerte gehabt. Und dort hast du natürlich Konzerte, wo die einen rentieren, die anderen nicht, und das ist eine Querfinanzierung. Und so gesehen, der Normalbetrieb ist immer ein bisschen schwierig, ohne Konzert, weil Konzert ist die Werbung, Konzert bringen daraus Leute ins Haus. Und wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt ein Konzert weiterführen könnte, ich weiss es nicht, wie es finanziell. Aber es ist zum guten Glück sind Massnahmen mit der Kurzarbeit. Habe ich von meinen 3 Mädchen 2 in Kurzarbeit tun, respektive am Anfang 3. Und eine arbeitet jetzt wieder. Die anderen 2 sind nach wie vor in Kurzarbeit und so hast du das Ganze ein bisschen auffangen. Was mir aufgefallen ist in dieser ganzen Zeit, du hast immer wieder einmal einen Brief gepostet oder wo dir jemand irgendwie so 200 Franken in die Post geworfen hat mit einem Brief. Oder auch sonst ist die Solidarität dir gegenüber und deinem Lokal gegenüber in dieser Zeit hat es mich gedacht, relativ gross gewesen. Was machst du anders als andere Beizer in der Region? Das weiß ich nicht. Die Solidarität war grossartig. Also die Unterstützung, die ich bekommen habe, ich hätte es nie gedacht. Ich hatte immer wieder ein Kuvert im Briefkasten, wo sie gesagt haben, ja, eben die 200 Franken, eigentlich hätte ich es jetzt bei dir versoffen. Und jetzt habe ich es nicht können, jetzt kannst du es einfach so haben. Und Eventfrog, das ist mein Ticketvorverkäufer, der hat eine Aktion ins Leben gestartet, also mit virtuellen Tickets. Also Tickets für nichts. Du konntest einfach Tickets verkaufen, wo am Schluss das Geld dir selber zugutekommt. Zuerst wollte ich nicht mitmachen. Und sie haben mir dann telefoniert und gesagt, ja komm, kannst du Leute verlieren und so. Und dann ja, nein, die Bettlerei. Dann haben wir dann das aber gleich überlegt und okay. Und dort habe ich gemerkt, eben wie gross wie gut dass die Leute zu mir stehen. Und wieso und warum, ich weiss es nicht. Halt, ja. Aber das nimmt man natürlich gerne, oder? Also, ja, ist schön zu sehen, dass man es richtig macht. Das ist fantastisch. Das ja. ist du hast auch noch so eine kleine Benefizaktion gemacht mit dem Roger Köppel. Genau. Womit, Miss Rapid. Und, ja, ist das auch gerade so relativ spontan entstanden, oder wie? Dort ist der Roger ist dort auf mich zugekommen. Er möchte mich auch auf eine Art und Weise unterstützen. Und hat dann die Idee gebracht, eben überall sind da die Online-Konzerte und Benefizsachen sind dann da aufgekommen. Und dann hat er gesagt, er möchte gerne etwas so bei mir machen, es wäre doch eine Idee. Und gefunden, ja super. Dann hat er mit Rogers Rabbit Project seine
sein Nebenprojekt, sein Soloprojekt, hat er dann so Benefits bei mir drin gemacht. Und der Werbeeffekt war sehr gut gewesen. Das Finanzielle war okay gewesen. Da muss man nicht zu viel erwarten. Aber das sind Sachen, wo man sieht, wie die Wertschätzung da ist und die einfach helfen. Was mir jetzt aufgefallen ist in der ganzen Zeit, also eben, wie du schon gesagt hast, extrem viele haben angefangen, so Konzerte zu streamen oder ja, halt irgendwie dort noch gratis spielen und dort noch gratis spielen. Und ich weiss, dass du nicht gerade wirklich begeisterter Fan bist davon, wenn Bands irgendwo gratis spielen gehen. Warum? Das ist so. Also jetzt in dem Zusammenhang mit Benefit-Sachen, das finde ich in Ordnung, das ist okay. Aber das Problem ist, das habe ich schon mal erlebt, Mitte 90er Jahre, wo jeder, der 2 Quadratmeter hatte in seiner Beiz, hat noch irgendeine regionale Band eingestellt. Ist in Ordnung, ist eigentlich okay. Und die haben dann alle gratis gespielt. Oder mit Hut. Klar, mit Hut kann man unter Umständen mehr verdienen, als sogar wenn man eine fixe Gage hat. Das ist machbar. Nur das Problem ist, die Leute empfinden das, es ist ein Gratiskonzert. Das heisst, die Musik ist nicht mehr wert. Sie wird zur Nebensächlichkeit. Und wenn du Leute hast wie ich, die auf Tour sind, die Tourkosten haben, die Bus finanzieren, Übernachtungen finanzieren und einfach das tägliche Leben auf Tour und am Schluss noch ein bisschen etwas verdienen, die müssen eine Gage haben. Aber dann gibt es schon an der Tür dann gibt es Diskussionen beim Eintritt. Ja, warum muss ich jetzt hier 20 Franken Eintritt zahlen? Dort ist es gratis. Und dann muss ich sagen, dann kann ich dort. Weil die Leute, die leben davon oder haben irgendetwas zu finanzieren damit. Und das ist ein riesiges Problem von diesen Gratiskonzerten. Ja. Aber eben, du hast auch häufig so internationale Acts bei dir, die vielleicht früher, sagen wir so, früher ein bisschen grösser waren, heute vielleicht halt eben einfach über die Menge der Konzerte ihren Lebensunterhalt bestreiten. Hat sich das jetzt auch geändert? Also jetzt, seit es Corona ist, sind sicher einmal grundsätzlich alle Konzerte weg. Sind sie vorsichtiger geworden, die Bands auch, ob sie überhaupt auf Tour gehen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, die meisten Buchungen gehen ab Frühling wieder los. Dort sind sehr viele unterwegs. Zuerst wäre es noch Herbst gewesen, aber im Herbst hat man jetzt einen Haufen verschoben. Weil mit der ganzen Reisefreudigkeit wird es ein bisschen schwierig. Also wenn du jetzt einen Amerikaner hast, der kann nicht kommen und da umeinander touren. Oder wenn viele Italiener, wenn die von der Tunnel kommen, weisst du nie. Man ist zuerst noch 14 Tage in Quarantäne. Und von dem her sind alle sehr viel vorsichtiger geworden. Ja. Du hast gesagt, ihr habt jetzt zwar wieder offen und du hast auch erst vor kurzem so ein Bike-Treff bei dir. Was meinst du, wie lange geht es, bis ihr wirklich mal wieder den normalen Betrieb aufnehmen könnt? Also meine Planung läuft ab September sehr vorsichtig. Im September hätte ich 2 Konzerte, im Oktober sind es dann schon 4. Und, so Schritt für Schritt wieder. So Schritt für Schritt. Also ich hoffe, wobei ich glaube nicht wirklich daran, dass wir im September starten können. Und am Anfang habe ich Bands, wo ich klingt jetzt böse, wo ich weiss, dass ich nicht viele Leute habe. Also wenn ich dort 30, 40 Leute habe, dann bin ich zufrieden. Aber das ist dann auch eher Corona-konform. Im Januar habe ich Hardline. Hardline weiss ich, da habe ich es zweimal und da habe ich zweimal 100 Leute drin. Ich habe jetzt Tickets im Moment auf 60 begrenzt pro Konzert, weil du nicht weißt, was dort rauskommt. Also eben Planungssicherheit ist natürlich auch gleich null. Ja, es ist ja eher ein kleines Lokal, das du hast. Wie schwierig ist das irgendwie so, die Abstandsregeln zu halten? Und es ist praktisch unmöglich bei dir. Da habe ich keine Chance. Darum habe ich das den Music and Mic Brunch für draussen machen, bei schönem Wetter. Dort kannst du natürlich weit auseinandertischen. Und dort hatte ich das wunderbare Leute gehabt, also weit über 100 Leute. Aber dort kannst du den Abstand einhalten. Wir haben zwar alles vom Kontakttracing her, hast du pro Gruppe mindestens müssen, den Namen haben und die Telefonnummer.
Und wenn ich das indoor mache, dann ja, würde ich Masken, also ein Schutzkonzept habe ich aber dann würde ich Masken müssen anbieten. Ob es die Leute annehmen oder nicht, sei dahingestellt, aber von dem muss man ausgehen, dass du mit Masken musst etwas machen, wenn die Leute so eng zusammenstehen. Und halt ich weiss, es gibt einen Haufen Gegner von dieser Contact Tracing App, aber am einfachsten für mich wäre es, wenn alle die App auf dem Handy hätten oder ich biete selber auch eine App an, die gerade automatisch mit einem QR-Code kannst du scannen und dann bist du registriert. Weil mit dem Kontakttracing, da kommst du nicht drum herum und das musst du machen, wenn die Leute so eng beieinander stehen wie bei mir. Ja, in deinem Fall ist das ja auch irgendwie ein bisschen eine Existenzfrage, oder? Wenn die Leute jetzt sich da dagegen sperren und ja, es ist halt schwierig für die überhaupt irgendwie kalkulieren, oder, in Zukunft. Das ist so, ja. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man da ja, nicht ganz einig ist mit diesen ganzen Datensammlern. Und gleich eben, wie du das sagst, für mich ist es existenziell, dass das funktioniert. Weil das kann ich hören. Ja, als abschließende Frage. Du hast mir einmal gesagt, ja, 1000 Konzerte hast du schon organisiert. Nochmal 1000 werden es sicher nicht. Wie viel werden es noch? Das ist schwierig, ich weiß, das ist schwierig. Wenn ich das so hochrechne, dass ich das Ganze vielleicht noch, wenn ich es überlebe, noch 10 Jahre mache. Und in diesen 10 Jahren, also pro Jahr vielleicht Grössenordnung 40, also ich sage jetzt vielleicht 400 Konzerte wird es noch geben. Bei mir im Laden drin. Also, ja. Wenn es Corona zulässt und wieder einmal ein normales Leben gibt, wird es auf selber rauslaufen. Ja, das ist doch super. Dann drücke ich die Daumen, dass der Virus bald verschwindet und du mal wieder coole internationale Acts auf die Bach holen kannst. Das wäre es auch schon gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen einmal vorbei. Johnny's Lion Cave hat immer wieder einmal überraschende Acts aus allen Ecken der Welt, die ein bisschen Gas geben. Ja. Danke vielmals fürs Zuschauen. Das wäre es schon gewesen.